Ja, hey Leute und willkommen zum neuen Adventskalender-Türchen. Und diesmal habe ich eins meiner absoluten Lieblingsspiele dabei, und zwar ist das Borderlands. Das Spiel ist wirklich richtig hammergeil und ich kann euch gleich mal sagen, wenn ich das noch früh genug hochladen kann, das Video, geht mal in Steam, da ist heute genau die Aktion von Borderlands, da kostet es nur noch 5 Euro, mit allen Erweiterungen nur etwa 10 Euro, und ich sag's euch, das lohnt sich sowas von. Das Spiel ist einfach nur bombastisch, meiner Meinung nach. Zuerst mal seht ihr, die Grafik ist sehr comichaft und genau das gefällt mir an diesem Spiel. Es ist mal ein bisschen was anderes. Ja, schön. Das hier ist auch ein sehr cooler Charakter. Und zwar heißt er Claptrap, das ist einer der Hauptcharaktere, könnte man fast sagen. Und der ist richtig geil gemacht. Auch der Humor des Spiels ist so ein schwarzer Humor, der mir sehr gut gefällt. Es ist alles sehr gut umgesetzt. Es gibt nicht wirklich Bugs. Ich habe jedenfalls noch keinen richtig gefunden. Und es gibt sehr viele Missionen. Man hat das Spiel zwar in ungefähr 10 bis 20 Stunden durch, mit allen Missionen, die es gibt, aber man kann es immer wieder von neuem spielen mit dem neuen Charakter. Das heißt, wenn man den ersten Boss besiegt, also der letzte Boss, meine ich, natürlich besiegt hat, kann man das ganze Spiel nochmal durchspielen mit stärkeren Gegnern und dem gleichen Charakter, mit dem gleichen Level und so. Also bei mir war es jetzt so, ich habe den Boss besiegt gehabt, da hatte ich Stufe 36. Dann habe ich alle Erweiterungen durchgezockt. Dann habe ich irgendwie Stufe 243 oder sowas gehabt, und jetzt habe ich den neuen Spielverlauf angefangen mit stärkeren Gegnern. Jetzt habe ich schon wieder 2-3 Levels ab. Jetzt bin ich insgesamt Level 46 und mit einer gewissen Erweiterung kann man, glaube ich, bis 70 steigen. So, das hier ist das schwarze Brett, da kann man die Mission annehmen, jeweils so Nebenmissionen. Und ich mache jetzt einfach mal so ein paar Missionen. Es gibt in dem Spiel 4 Klassen. Man kann es auch zu 4 zusammenspielen. Dabei muss aber nicht jede die gleiche Klasse haben. Also, nicht unterschiedliche Klassen, welche. Also es können zum Beispiel 2 Sniper sein. Hier können wir uns ein Fahrzeug machen und diesen Möngi hier einfach mal überflatten. Ja, also es gibt den Jäger, also so quasi der Scharfschütze. Der ist einfach am besten, wenn man alleine spielt. Der ist da richtig übelst stark. Dann gibt's die Sirene. Das ist so ein bisschen ein Schurke. Dann gibt's einen Berserker, den könnte man als Tank bezeichnen. Und dann gibt's noch den Soldaten. Der ist so ein bisschen für Buffs zuständig, also die Teamkollegen unterstützen. So. Ich kämpfe jetzt hier einfach mal. Ah, stimmt, das war der mit nur 2 Schüssen. So, jede Klasse hat eine Spezialfähigkeit. Also der Sniper hat hier jetzt so einen Vogel, der eigentlich relativ viel Damage macht. Ist aber, naja, nicht die allerbeste Sache. Ich habe hier übelst viele Pistolen. So. Ja, das Spiel ist aber nicht irgendwie so unbrutal, sage ich jetzt mal. Also, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie so Anfälle bekommt oder keine Ahnung was. Also es ist jetzt nicht das brutalste Spiel, aber da können schon Gegner mal zerplatzen und alles. Zack. Ja. Was gibt's zu sagen zu dem Spiel? Es ist eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel. Und vor allem, wenn man es mit Kollegen zockt, macht das richtig viel Spaß. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, vor allem für den Preis, den es im Moment im Steam Shop hat, ganz klar.
Und ansonsten lohnt es sich auch auf jeden Fall, obwohl man nur, da muss man 20 Euro, glaube ich, ausgeben fürs Hauptspiel. Oder für die Komplett Edition, oder wie man dem sagen will. Da muss man, glaube ich, dann 30 Euro blechen oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich kann euch wirklich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Sie sind auch schon dran, einen Borderlands 2 zu machen, wo ich mich riesig drauf freue. Scheiße. Und ja, das ist wirklich... Also ich kann wirklich nur sagen, kauft es euch. Jedem, der Rollenspiele gefallen oder Shooter, es wird beiden wahrscheinlich gefallen. Obwohl mehr den Shooter-Freunden, weil... Ja, es hat zwar Rollenspielelemente drin und alles, aber es ist halt doch mehr ein bisschen Action-Shooter. Ja, zur Story. Die Story, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ist nicht so die allerbeste, aber dafür ist der Spielspaß umso größer. Und zwar geht es in der Story darum, super, dass wir eine sogenannte Kammer suchen, indem wir, wenn wir die finden, haben wir angeblich extrem viele Schätze und Reichtum und alles. Und unser Ziel ist eigentlich nur, diese Kammer zu finden. Das ist eigentlich schon alles. Dabei haben wir so eine Verbündete, die uns ab und zu wieder mal über irgendwas, keine Ahnung, wie ich das erklären könnte, die halt Kontakt mit uns aufnimmt. Und was gibt's? Da gibt's noch eine andere Verbündete von uns. Und die sucht selber eigentlich den Schlüssel auf eine Art und Weise, einfach wegen Forschung halt. Und dann gibt's aber auch solche, die was dagegen haben. Und ja. Boah, was hat der für Zuckungen? Und gegen die müssen wir halt eigentlich kämpfen, größtenteils. Und dann gibt's hier noch diese Banditen. Die sind quasi neutral. Also. Und natürlich gibt's auch viele Monster. Es gibt auch richtig epische Bossgegner. Und wirklich einfach holt's euch. Ich kann wirklich einfach nur sagen, holt's euch. Es ist richtig geil. Ich muss mich zuerst wieder ein bisschen mit dem Jäger auseinandersetzen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer mit meinen Kollegen gespielt und da bin ich eben der Berserker. Ah genau, ich kann euch noch die Skills zeigen. Aber hier zuerst mal die Schatztruhe öffnen. Das haben wir hier Schönes. Ja, die zwei kann man mal mitnehmen. Also ich zeige euch jetzt mal die Skillbäume. Und zwar hat jede Klasse 3 Skillbäume. Der Jäger hat jetzt einen auf Scharfschützen, also mehr mit Gewehren und Genauigkeit. Einen auf Revolverheld, das heißt mit den Revolvern besser sein. Das habe ich jetzt größtenteils gemacht. Und dann gibt es noch Schurke, das ist so ein bisschen mit dem Skill. Was ich aber nicht wirklich praktisch finde, weil ja, man kann sich einfach nicht auf den Skill verlassen. Und Revolverheld finde ich einfach richtig scheiße stark, weil zum Beispiel das hier. Nahkampfschaden plus 20%. Tödliche Treffer verursachen 200% Schaden. Das ist ja mal richtig viel. Also, das hier ist einfach wirklich mehr so auf den Revolver-Schützen und das hier mehr auf den Scharfschützen. Ich habe beides ein bisschen geskillt, aber mehr Revolver, weil ich erstmal das cooler finde fast und weil es einfach von mir aus gesehen auch besser ist. Es gibt praktisch unendlich viele Waffen. Ich weiß nicht, ob die per Zufall zusammengestellt werden oder ob die Entwickler einfach so extrem viele eingebaut haben. Was man aber sagen muss, die Waffen unterscheiden sich oftmals praktisch gar nicht. Und Quickscope. Ja. Wie gesagt, man hat ungefähr
schätze ich mal so 20 Spielstunden, wenn man es das erste Mal spielt oder vielleicht ein bisschen mehr, um alle Missionen und alles zu holen. Mit den Erweiterungen hat man gleich nochmal etwa 10 bis 20 Stunden mehr. Vor allem die eine, die ist ein bisschen in die Länge gezogen, finde ich sehr schade. Weil man da einfach extrem viele oder extrem lange Fahrwege hat mit den Fahrzeugen. Aber trotzdem ist eine sehr coole Erweiterung. Ich habe auch schon alle Missionen eigentlich gemacht, außer eine einzige. Und das ist quasi die allerletzte Mission, da kämpft man gegen den stärksten Gegner, den es gibt. Aber da brauche ich Level 60 ungefähr, schätzungsweise dazu, um den zu besiegen. Das habe ich einfach noch nicht. Übrigens gibt es auch eine Kugelgeschwindigkeit, also man muss die Laufbahn der Gegner einberechnen. Ist aber nicht so extrem jetzt, wie zum Beispiel in Battlefield. Ich liebe diesen Revolver. Jetzt hat mich gerade so ein scheiß Fass getroffen. Ich verfehle gerade übelst. So. Es gibt auch Elementareffekte. Die Sirene ist vor allem auf Elementar gemacht. Und zwar gibt's Säure. Das ist das, was der Revolver hier hat. Feuer gibt's. Das hat mein Vogel im Moment. Dann gibt's Explosion. Und Elektrizität. Elektrizität macht die Schilde der Gegner gleich weg. Also die Gegner haben auch Schilde, wenn ich jetzt irgendeinen anvisiere. Ja, da hat zum Beispiel jetzt einen roten Energiebalken und der hat noch so einen blauen drüber. Das blaue ist der Schild. Ja, wenn man jetzt eine Elektrowaffe hätte und man würde damit diesen Typen abschießen, dann wäre der blaue Balken direkt 0. Und das ist bei gewissen Gegnern richtig stark. Und da hinten sind meine Quest-Ziele, da muss ich die Sprengladungen platzieren. So, erste Sprengladung. Ja, und es ist jetzt halt für mich ziemlich einfach, weil ich einen höheren Level habe als die Gegner, und zwar etwa 10 Level höher. Deshalb bin ich jetzt extrem viel stärker. Aber naja, da kann ich leider nichts gegen machen. So. So. Der wollte Selbstmord machen. Die Gegner können auch, jedenfalls die Gegner, die im Nahkampf angreifen, können eine Granate zücken und sich quasi selber in die Luft sprengen. Das ist je nachdem sehr, sehr scheiße gefährlich, weil das richtig viel Schaden macht. Da lacht noch einer. Tja, egal. Und da komme ich leider nicht hoch. Wir können übrigens sehr hoch springen, liegt wohl daran, wir sind hier auf einem anderen Planeten als der Erde, und zwar ist das Pandora. Halt doch mal die Schnauze da unten. Und zwar ist das Pandora, und ich denke mal einfach, dass hier die Schwerkraft nicht ganz so hoch ist. Keine Ahnung. Ja, zu den Klassen könnte ich vielleicht noch was sagen. Wie gesagt, es gibt den Jäger, den Berserker, Sirene und Soldaten. Und für diejenigen, die das Spiel haben und nicht genau wissen, wie mit den Klassen umgehen, kann ich euch nur beim Jäger und beim Berserker weiterhelfen. Die anderen verstehe ich selber nicht ganz. Also, der Berserker muss sich richtig auf seinen Skill verlassen. Da wird er in so einen Rage-Modus, sag ich jetzt mal. Yeah. Wird er in so einen Rage-Modus versetzt. Da hat er kann nur noch mit der Faust zuschlagen, aber das richtig stark. Und er heilt sich auch am Stück, wenn er diesen Skill aktiviert hat. Also wirklich übelst starker Skill.
Das ist wirklich quasi die Stärke des Berserkers. Damit kann er auch Bossgegner eigentlich ziemlich locker in Schach halten. Und ja, das ist einfach so ein bisschen das, wo man sich beim Berserker drauf verlassen muss. Und die Waffen, die er benutzt, würde ich jetzt Pumpguns benutzen, weil er sowieso im Nahkampf eigentlich ist. Und dann halt noch Raketenwerfer, weil der Berserker ist auch auf Raketenwerfer geskillt. Habe ich einen Raketenwerfer dabei? Ja, ich habe sogar einen. Der macht übelst viel Schaden. Meistens hier, der macht 850 Schaden. Meine Sniper macht 630. Das ist eigentlich schon sau viel. Zum Beispiel jetzt... Wow, was habe ich hier für... für starke Waffen? Ist das die... Ich glaube... Könnte sein, dass das die ist, die nie Munition verbraucht. Keine Ahnung. Ja. Es gibt in Waffenkategorien, das kann ich hier vielleicht kurz zeigen, die Pistolen, da zählen quasi kleine Pistolen und Revolver dazu. Dann gibt es SMGs, also MPs und so. Die Pumpguns, Sturmgewehr, Sniper gibt's noch, wo ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht drauf kann. Raketenwerfer und Alienwaffen. Also die Pistolen, ja, eben Pistolen, Revolver benutzt normalerweise der Jäger. Die MPs sind so mehr für die Sirene, denke ich mal. Schrotflinten sind für den Soldaten oder eben den Berserker, finde ich auch ganz stark. Die Maschinengewehre sind eigentlich für den Soldaten gedacht. Die Snipergewehr halt auch für den Jäger. Die Raketenwerfer für den Berserker und die Alienwaffen kommt es immer drauf an. Kann ich euch später noch zeigen. Und zwar kann man mit den Waffen auch Skill-Level steigen. Man sieht jetzt hier, weil ich mit der Pistole schon Skill-Level 22 habe, macht es 21% mehr Schaden, lädt schneller nach und hat eine höhere Genauigkeit mit Pistolen. Deshalb treffe ich mit meinem Revolver auch so extrem genau. Die Waffe selber ist zwar auch sau stark und genau, aber trotzdem, das ist auch ein Grund. Yo. Jetzt gehen wir mal wieder raus aus diesem Gebiet hier. Hier wäre eigentlich ein Boss gewesen, aber den habe ich schon gekillt. Ich kann euch wahrscheinlich leider keinen Bossgegner zeigen. Gebt einfach mal im Internet ein Borderlands Boss Fight oder so auf YouTube. Da kommt sicher irgendwas. Und es gibt wirklich Bossgegner, genau. Bossgegner, die richtig cool gemacht sind und auch richtig episch sind und alles. Das sind dann auch richtig fette Viecher. Und ja. Das finde ich übrigens sehr geil, dass es in Borderlands auch mal so ist. Man kann wirklich durch Gegner-Kill-Level steigen. In vielen Rollenspielen ist es so, dass man eigentlich nur durch Quests abgeben Level steigt. Und hier ist so, Level up, Quests abgeben geben zwar viele EPs, aber teilweise geben auch Gegner extrem viele EPs. Zum Beispiel gibt es am Schluss vom Spiel so Aliens, und wenn man die killt, bekommt man teilweise gleich mal 4000 EP und so Sachen. Das finde ich sehr cool, dass man auch mal mit Gegner killen Level steigen kann. Ja, was könnte ich denn jetzt noch zeigen? Man kann etwas, was ein bisschen schade ist, man kann seine Waffen nicht irgendwie modifizieren oder verbessern oder was. Das wollen sie jetzt aber in Borderlands 2, glaube ich, einführen. Und Borderlands 2 kommt nächstes Jahr irgendwann mal raus. Man weiß aber noch nicht viel davon. Ich denke mal, das wird ein Spiel sein, was ich mir vorbestellen werde. Bist du das Chef Sanders in den Arid Badlands? Einen weiteren Job für dich an? Nee. Vielleicht werde ich auch Borderlands mal Let's Playen, vor allem jetzt, wenn ich schon mal Bock drauf habe. Aber kann ich euch nicht versprechen und auch nur, wenn ihr es natürlich wollt. Oh, verfehlt. Headshot in der Luft. Das war auch kein schlechtes Glück, klar.
dieser Revolver hier, ey, der ist so übermäßig stark. Der hat einfach 7 Schuss im Magazin. Ist richtig stark und alles, ey, das ist nicht normal. Und so eine hier allein, der ist gar kein Problem. Der ist richtig schwach. Quest abgeben. EP sammeln. Schatztruhe öffnen. Und ein... Oh mein Gott, über 1000 Schaden, Alter. Das ist ja mal ein... Thunder. Das ist ja mal ein richtig deftiger Raketenwerfer, Alter. Was jetzt auch geil ist, ich kann jetzt einen Raketenwerfer theoretisch meinem Kollegen geben, also meinem Kollegen, der halt das Borderlands auch hat, der hat ihn dann wechsle ich zu meinem Berserker und dann gibt er mir ihn da. Das heißt, ich kann meine Gegenstände, eigentlich meinen Charakter verteilen, solange man einen Kollegen hat, der es halt kurz aufbewahren kann. Jetzt, das werde ich, denke ich mal, auch machen, weil dieser Raketenwerfer, der war wirklich richtig scheiße stark. Über 1000 Schaden, das habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht mehr, dass es Waffen gibt, die das können. So, und ich glaube... Moment mal. Ich denke, ich zeige euch mal die Alien-Waffen noch. Um mal ein bisschen zu zeigen. Alien-Waffen sind normalerweise sehr selten. Im Hauptspiel findet man die sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube 2 oder 3 normalerweise höchstens. Ich bin übrigens falsch. Aber es gibt eine Erweiterung, da habe ich mal richtig viel aufs Mal gefunden. Und ich muss mal zuerst kurz zurück nach Firestone, das ist so die erste Stadt. Ich bin hier auch noch ganz am Anfang vom Spiel quasi. Und das Ganze erinnert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, an Fallout, für diejenigen, die es kennen. Einfach weniger kompliziert. Und das finde ich eben das Coole dran, weil im Fallout, da konnte man zum Beispiel jede Tasse mitnehmen und irgendwie, ich weiß auch nicht, das war halt für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Und hier ist eigentlich sehr gut, finde ich, von dem her, wie es gemacht ist. So, und zwar gehe ich jetzt in die eine Erweiterung, die ich gekauft habe, und da gibt es nämlich ein Lager. Da habe ich all meine Alienwaffen gelagert und es tut mir leid, aber ich muss mal kurz meine Nase putzen. Tja, sorry Leute, aber ich bin ein bisschen erkältet. So, und diese Erweiterung ist eigentlich nur zum Kämpfen. Hier geht man irgendwo rein und dann kämpft man einfach irgendwie 30, 40 Minuten am Stück. So, und hier sind meine Alienwaffen. Die nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Ah, genau, das ist das Ding. So, und jetzt rüste ich doch mal meine Alienwaffen aus. Moment. Sind wir alle gleich mal geordnet. Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier alles für Dinge habe, aber... So. Erste Waffe ist einfach so ein extrem langsamer Schuss, der aber richtig reinhaut, wenn er trifft. Dann gibt es hier eine, die finde ich sehr, sehr gut. Die benutze ich auch sonst öfters. Die kann sauschnell schießen und unten rechts da diese Anzeige. Wenn die unten ist, muss man sie kurz abkühlen lassen, aber das passiert mit der Waffe hier fast nicht. Und die ist richtig stark, hat Elektroeffekt, unendlich Munition, schießt sauschnell. Die ist einfach richtig geil. Und dann prallen auch noch die Schüsse ab, aber naja, das bringt zwar nicht viel. Aber trotzdem kann auch ganz nützlich sein. Ist auch genau wie nix. So, und dann haben wir hier... die hatten wir schon. Hier, das ist glaube ich eine Schrotflinte. Ja, so eine Art Pumpgun. Die kann aber nur so dreimal schießen, dann muss man schon warten und ja, ist nicht so mein Ding. Ah, und die Waffe hatte ich genau, eine habe ich zweimal, und zwar eben die mit den langsamen Kugeln, einfach dass eine 100-mal stärker ist. Nehmen wir mal die noch. Die. Und... Habe ich die jetzt schon? Ja, doch. Ja, das wären dann alle mit diesen zwei.
Jetzt muss ich gucken. Die hatte ich schon. Die da. Das ist, glaube ich, so ein Blitz. Ne, das ist auch das. Hä? Das hier ist. Das ist so ein Blitz. Genau. Zack. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich finde die andere besser dann. Und das hier. Ah ja, genau. Die finde ich ganz geil, aber die ist nicht so gut. Man klickt und dann etwa oder eine halbe Sekunde später, da wo man hingeschossen hat, kommt so eine kleine Explosion. Aber ich finde die nicht wirklich stark. Aber es ist ganz lustig und auch eine coole Idee, finde ich. So, dann lage ich die mal wieder. Ausgerüstet. Die lange, die. Den behalten wir, die lagern wir. Das wär's. So. Und dann rüsten wir jetzt mal wieder aus. Den hier. Es gibt auch Seltenheitsgrade der Waffen. Welche hatte ich noch? Und so eine Pistole. Ah komm, ich rüste gleich mal die Alien-Waffen aus. Es gibt Waffentypen von der Seltenheit her von Farben wie grün, das ist glaube ich das nein, weiß ist das schlechteste, dann kommt grün, dann blau, dann violett und dann orange. Und das hier sind alle Erweiterungen, die es gibt. Firestone ist quasi das Standardspiel. T-Bone Junction ist das größte DLC, das aber eben ein bisschen in die Länge gezogen ist. Jacob's Cove ist so ein Zombie-DLC, also das heißt eigentlich anders, aber der Ort heißt einfach so. Underdome ist das, was ich jetzt gerade bin, das ist einfach nur kämpfen und quasi Gegenstände lagern. Und Tartarus Station ist ein DLC, wo ich noch nicht so viel Ahnung habe, weil das das einzige ist, was ich noch nicht fertig gespielt habe. So. Und die Zeit ist ja gleich mal bald vorbei. Wie schnell eine halbe Stunde durchgeht. Wie gesagt, man kann es zu viert spielen. Ich glaube, man kann bei Steam gerade so ein 4-Pack kaufen, was ein bisschen billiger kommt, wenn ihr gleich mal 3 Kollegen habt, die das auch vielleicht spielen wollen. Und ich sag's euch, das macht wirklich richtig Spaß. Wusstest du, dass Chef Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Ja, dann gibt's hier noch diese Automaten, das ist eigentlich nur zum Kaufen. Das hier ist jetzt für Medizin oder Schilde. Wir haben auch ein Schild. Unten links sieht man da, dass ich ein Schild habe, der 1113 Punkte quasi dazu gibt. Dann gibt's die Munitionsdinger, da kann man Munitions-Upgrades holen. Habe ich das überhaupt schon? Ja. Kann man zum Beispiel, das habe ich bestimmt noch nicht. Kann man das kaufen. Zack, und dann kann man mehr Munition mitnehmen. Das Geile bei mir ist jetzt, ich habe so viel Geld, dass es nicht mehr anzeigen kann, aber das heißt, wenn ich mir jetzt etwas kaufe, zack. Eigentlich hätte das viel mehr gekostet als das jetzt hier. Das heißt, ich habe quasi über die maximale Anzahl Geld. Das finde ich gut. Dann gibt es hier noch die Waffenstände. Da kann man sich auch Waffen kaufen. Und das ist meistens so. Boah, was ist das für ein Ding? Das ist meistens so, dass es nicht so die super coolen Waffen gibt. Aber hier beim Sonderangebot gibt es oftmals so richtig extrem übelst starke Waffen, die dann aber auch gleich mal irgendwie 1 Million kosten oder was. Zum Beispiel diese Sniper habe ich glaube ich aus dem Laden. Die hat mich glaube ich etwa keine Ahnung, 2 Millionen oder sowas gekostet. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ja Leute, ich denke mal, ich beende hier den Part. Ich hoffe, ihr habt so einen Einblick bekommen. Und wenn euch das Spiel noch mehr interessiert, guckt euch doch irgendwie ein Review an oder so. Und wie gesagt, im Moment eine Aktion. Es lohnt sich wirklich, das zu kaufen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Türchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, Leute.